Marin, wir haben es geschafft. Was genau? Wir haben die Klimakrise überwunden. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Also woher weißt du? Ich erkläre es dir in der neuen Folge Kater zum Morgen. Also, ich weiß es nicht so wirklich, aber ich sehe nichts mehr von wegen Umweltschutz in den Medien. Überall nur noch Krieg und KI. Das heisst doch, unsere Zukunft ist sicher, nicht? Weiss ich jetzt nicht, Wille, wirklich. Nur weil die Medien mehr Klicks machen, indem sie narzisstische Machthaber zitieren, heisst das noch lange nicht, dass die Klimakrise überwunden ist. Und vor allem, du gehörst gar nicht zu den Leuten, die es am meisten tangiert. Paradoxerweise sind das nämlich genau die Leute, die am wenigsten dafür können. Darunter ärmere Bevölkerungsschichten und spezifische Ökosysteme. Und du bist jetzt einer von denen, oder was? Nein, aber ich habe jemanden eingeflogen, was ist, nämlich der Janais Björn. Expertencheck mit Jene. Mann, wo bin ich da schon wieder gelandet, Mann? Was ist das für eine Show? Ich meine einfach, wegen Klimaschutz könntest du etwas sagen? Ich bin ein Eisbär, Mann. Ich sollte auf einer Eisschule am Treiben sein, ein bisschen Robben fangen und so. Ich kann nicht mal schwimmen, Mann. Ich kann nicht schwimmen und ich sehe so scheiße aus, wenn ich nass bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe, wenn ich nass bin. Aber was macht ihr eigentlich, dass ihr so viel CO2 ausstoßt? Ja, ich brauche halt täglich ChatGPT. Für was denn? Ja, ist halt meine erste Anlaufstelle für Beziehungsprobleme. So. Ich brauche es meistens für die Rechtschreibung. Der Jet. Komm mal auf dein Leben klar, Mann. Red doch einfach mit deiner Partnerin oder deinem Partner, anstatt mit einer Serverfarm. Ja. Was soll das Scheiß, Mann? Wenn das so weitergeht, dann muss ich noch Seepferdchen-Abzeichen machen im Schwimmkurs, Mann. Ich kann wirklich nicht schwimmen, Mann. Und du, währenddessen redest du mit KI und fragst, ob er Widerspruch mit I oder mit I schreibt. Ja, es tut uns leid. Wir haben nicht gewusst, dass das so eine grosse Auswirkung hat. Na, Scheiße, Mann. Ich gehe wieder zurück in den kalten Norden, Mann. Was soll das Scheiß, Mann? Ist schon nicht kalt, es ist 20 Grad und Badhosenwetter. Also, alle Liebe für den Björn. Aber haben wir durch unseren Standort auf dem Globus nicht einfach ein bisschen die bessere Karte gezogen? Ja, täusch dich mal nicht, Silly Willi. Also klar, uns schmilzt nicht gerade der Acker unter den Fersen weg. Aber trotzdem sagt eine Studie von Klimaforschenden und der ETH Zürich, dass wir in der Schweiz immer mehr mit Klimaveränderungen zu kämpfen haben werden. Mit was denn genau? Zusammengefasst geht es um extreme Hitze und Trockenheit im Sommer, überdurchschnittlich viel Niederschläge, aber trotzdem immer weniger Schnee im Winter. Boah, aber wir in Graubünden brauchen doch den Schnee. Sonst vergessen die armen Zürcher, dass sie nicht nur im Hive Skifahren können. Das ist so. Darum haben wir den Till Failure losgeschickt. Er ist am letzten Schnee auf der Spur und befragt die Leute, die es direkt betrifft. Klimawandel, ein globales Problem. Aber der Ort, wo trotz sichtbarer Konsequenzen vergessen geht, ist Chapina. Aus kleinen Dorf am Heinzenberg hat ein Skigebiet, wo wegen der steigenden Temperaturen am letzten Schnee knabbert. Gehen wir schauen, ob wir ein paar Leute finden, die etwas dazu sagen wollen. Hure Hitze. Zuerst mal eine Erfrischung. Was gefällt dir am besten am Heinzenberg? Du schaust genau an auf das Amlesk, das siehst das ganze Tal. Das ist natürlich atemberaubend, das stimmt. Ja. Ist immer schön hier. Viel. Genug in dem Fall. Ja, wohl. Darum ist es auch so trocken. Ja, das mit dieser Trockenheit. Für Skigebiete, wie ist das so, wenn es nicht mehr so viel Schnee hat? Also, es war relativ ein schwieriger Winter. Schneekanonen aufstellen, Wasser haben wir sowieso noch, von dem her. Kannst du auch Skifahren? Nein, sorry, kein Wintermensch. Hat es weniger Touristen gehabt wegen dem oder würdest du sagen, schon ähnlich gewesen? Ich hätte gesagt, es hat schon weniger gehabt, aber auch immer noch genug. Aber ist es nicht irgendwie auch schön, wenn immer weniger Zürcher raufkommen? Ja, also für uns selber natürlich schon, das ist egoistisch, aber gell, für den Tourismus und ja, die bringen halt schon auch ein bisschen Geld auf und ja, von dem her wäre es schon förderlich gewesen. Sie sind lästig, aber sie bringen das Geld, he? Genau. Denkst du jetzt mit dem Klimawandel und so könnte es sein, dass es immer mehr so Winter gibt, wo der Schnee vielleicht ein bisschen mager ist? Also jeder Mensch, der mittlerweile in der heutigen Zeit normal denkt, weiß, dass das so ist. Insekten verändern sich auf der Höhe, auf der Alp. So auf 2000 Meter haben wir Zecken, die du vor 30 Jahren kaum gehabt hast. Gibt es irgendeine Kleinigkeit, die ihr macht in eurem Alltag? Etwas ganz Kleines, was vielleicht gut ist für die Umwelt oder so? Einschauen, um regionale und saisonale Produkte zu kaufen. Hast du da auch regionale Produkte? Ja, die einen kommen jetzt dort gerade. Das wäre von Endert Milch und Joghurt, die wir haben. Könnt ihr den ganzen Heinzenberg versorgen mit Eier, habe ich gesehen, glaube ich?
Nein, wir sind eine Sennerei. Was ist dein Lieblingskäse? Der Granit. Das ist doch ein Stein. Ja, aber auch ein Käse. Du musst es noch an der davor machen. An der Granit, ja. Gibt es auch einen Heinzenberger Granit? Das wäre wahrscheinlich ein Stein. ja. Ja, so ist das. Der Schnee wird weniger, die Skisaison wird kürzer, aber schlussendlich freuen sich trotzdem alle, wenn im Frühling wieder die Sonne scheint. Das war es von mir am Heinzenberg. Ich gebe zurück ins Studio. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen besser nach dem Aussenbeitrag. Das ist auch wichtig, Optimismus ist gut. Und wir müssen auch nicht die Flinte in die Sojaplantage werfen. Ja, das stimmt schon, Schnauz mal. Aber wir müssen doch mal verantwortungsbewusster mit unserem Planeten umgehen. Wir werden immer mehr, der Planet wird aber wegen dem nicht grösser. Du hast ja so recht, mein nordischer Freund. Bei kommt es mir so vor, als würden wir unsere Ressourcen einfach aus dem Fenster schmeißen. Wo sind wir da eigentlich? Im Teleshopping, wo jeder sich einfach ein fundamentales Stückchen von unserer Erde kaufen kann? Sind wir das? Grüezi, buenos dias, hello und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teleshopping. Aha, da sehe ich es schon. Die kaufinteressierten Leute, die trudeln schon ein. Willkommen miteinander, willkommen. Aber bevor wir anfangen, gibt es noch eine kurze Werbeunterbrechung. Kennen Sie das? Sie wollen die Welt retten, aber Ihr Kleber lässt Sie einfach im Stich. Billiger Alleskleber. Hält nicht. Das ist peinlich. Das ist unnötig. Das muss aufhören. Aber jetzt gibt es Powerglue 7000. Den ersten Hochleistungskleber, der speziell für den zivilen Ungehorsam entwickelt wurde. Während herkömmlicher Kleber nach Sekunden versagt, hält Powerglue 7000 bis zu 72 Stunden. Powerglue 7000. Wasserfest, hitzebeständig, vegan, CO2-neutral. Powerglue 7000 klebt dich fest für die Zukunft. Ui, bei diesem Deal bleibt mir ja richtig haften. Jetzt geht's los mit unserem Angebot. Als erstes haben wir wie im Jahr 2024 satte 8,1 Millionen Hektare zum Abholzen. Wirklich erstklassige Ware. Da bietet schon die Ersten. Wie herrlich, da trifft man immer wieder gleiche Gesichter an. Kosmetikhersteller, das ist schon der erste. Ein super Gebot, wirklich super Gebot. Jeder weiss, nur Palmöl macht die Haut so weich wie ein eingegölter Babyarsch. Gut, da noch ein bisschen diverse Lebensmittelhersteller. Aber was ist das? Die Fleischindustrie, die dominiert mit einem Supergebot. Wahnsinnig! Verkauft! Wir gehen doch gerade mit dem nächsten Deal weiter. Wie jedes Jahr haben wir einen Teil der Polkappen zu verkaufen. Ich sage nur eins dazu. Wertanlage. Es hat, solange es hat. Uiuiui, da kommen ja viele Gebote rein. Das habe ich noch nie gesehen, so viel aufs Mal. Energieindustrie, Transport. Aber wer ist er? Die Rüstungsindustrie. Ich habe zwar nicht das beste Gebot gesehen da, aber rein durch ihre moralischen Werte eine besondere Nennung verdient. Verkauft an die Rüstungsindustrie. Zum Schluss haben wir immer noch ein paar Labels zu verhökern. Da kann sich jeder für einen kleinen Betrag bedienen. Das Angebot gilt nur noch heute, also los. Das ist gutes Gewissen zum Aktionspreis. Schaltet morgen wieder ein, falls es noch etwas von der Erde übrig gibt. Teleshopping, so nervig. Ja, immerhin zahlen sie etwas. Wenn wir eigentlich am Janais Björn das romanische Wort vom Tag widmen. Das finde ich eine gute Idee. Was heisst Eisbär auf Romanisch? Eisbär heisst Urs Polar. Gutes Wort. Bis nicht in 2 Wochen. Ciao zusammen. Tschüss.